Schee war's, die Wiesn. Menschen lagen sich in den Armen und feierten. Genau so sah das dann aus. Partyatmosphäre in allen Bierzelten, Millionen Liter Gerstensaft flossen die durstigen Kehlen mehr oder weniger runter. Doch jetzt herrscht Katerstimmung, besonders bei denen, die davon leben müssen. 10% Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Dem Oktoberfest fehlt es an Besuchern. Ingrid Zettel und ihr Neffe Patrick arbeiten im Familienbetrieb. Die Schausteller wissen, was die Leute am Oktoberfest abschreckt. Es ist teurer geworden, auf jeden Fall. Spitzchen Haferlkaffee, draußen 3,80 € und drinnen 4,20 € und 4,80 €. Das ist ja, geht ja gar nicht mehr. Eine Familie, wenn die rausgehen mit 2, 3 Kindern, brauchen 150 € wie nix. Den Betreibern der großen Bierzelte geht es zwar finanziell besser, doch wo sonst um die Mittagszeit schon schunkelnde Stimmung war, ist annähernd gähnende Leere. Der Liter Bier kostet gut über 7 €. Mehr als 100.000 Maß wurden am Eröffnungswochenende weniger verkauft. Von einer Krise will die Oktoberfestchefin nichts wissen. Wir hatten einen recht schwachen Auftakt, wetterbedingt. Das Wetter war furchtbar, es hat geregnet, es war eiskalt, aber am Montag hat es angezogen. Der Familiennachmittag am Dienstag war wieder großartig und jetzt bei strahlendem Herbstwetter werden wir zum mittleren Wochenende wahrscheinlich hervorragende Ergebnisse erzielen. Ergebnisse verkünden wir immer zur Halbzeit und zum Schluss, nicht zwischendurch, weil da ist so viel wetterabhängig. Doch nur dem Wetter die Schuld zu geben, ist zu einfach. Im vergangenen Jahr regnete es und die Temperaturen waren nur in den Zelten richtig hoch. Auf ein Einnahmewunder hofft diese Fischverkäuferin. Seit 25 Jahren ist sie auf der Wiesn. Es liegt ja nicht am Wetter. Es liegt, weil die Leute einfach sparen, weil sie Angst haben vor der Zukunft. Das ist meine Meinung. Weil es ist ja, das ist ja wie voriges Jahr, da hat es ja auch geregnet und war auch schlecht, das ist ja auch besser gegangen. Es geht daher gar nichts mehr, aber nirgends. Das Oktoberfest ist das Spielfeld der Lebenslustigen, der Verrückten und Durstigen. Jahr für Jahr treffen sich alle hier, ob arm oder reich. So war es zumindest in der Vergangenheit. Lange Gesichter der Schausteller und Wiesenwirte sind hoffentlich nur von kurzer Dauer. Doch wenn selbst die Mitarbeiter in ihren eigenen Karussells Platz nehmen müssen, steht das größte Volksfest der Welt unter keinem guten Stern. Das Schreckgespenst der Leere ist aber trotzdem nur vorübergehend.